Clary erwartete sie auf dem Parkplatz von Grinberry. Flints Box ist in einem Stall da drüben. Sie führte sie über den Blitzerbahnhof zu einem neuen, geräumigen Stallkomplex. Sie kamen an einem großen Reitplatz vorüber, auf dem 3 edel wirkende Pferde im Sprint trainiert wurden. In der Mitte stand Grant und schrie den Reitern Anweisungen zu. Amy wollte nicht von ihnen gesehen werden und hastete vorüber. Wenn sie Flint anschauen und wieder verschwinden konnte, ohne mit Val und der Guy ihrer Tochter Ashley sprechen zu müssen, dann umso besser. Als ein paar Hindernisstangen klapperten und auf den Boden fielen, zuckte sie zusammen. Sie hörte Val Grants markige Stimme. »Was glaubst du, wozu du die Gerte hast, Yvonne? Benutze sie!« Amy tauschte einen Blick mit Soraya und beeilte sich, in den Stall zu kommen. »Da ist er«, sagte Clary. »Hier, die 5. Box links. Der Schimmel.« Ein wunderschöner Grauschimmel sah über die Boxentür. Seine kleinen Ohren waren gespitzt, die Augen blickten klug und aufmerksam. »Ist der schön!« Amy ging zu ihm hinüber. »Hallo, mein Junge!« Sie schaute in die Box. Flint war ein hochelegantes Pferd, athletisch gebaut, mit langen Beinen und einem noblen Kopf. Soraya und Clary traten neben sie. »Er ist schick, nicht wahr?« fragte Clary Beifall heischend. »Ist er wirklich?« sagte Soraya. Amy stimmte zu. »Ratest du ihn uns vor?« Clary wirkte plötzlich zögerlich. »Na ja, ich weiß nicht.« »Komm schon, du musst«, drängte Soraya sie. »Na gut«, willigte Clary unbehaglich ein. »Dann hol ich seinen Sattel.« Kurz darauf kam sie mit Flints Sattel und rannte zurück. Sie fummelte nervös am Riegel, um die Boxentür zu öffnen. Als sie eintrat, warf Flint den Kopf in die Höhe. »Ruhig, Flint!« Sie klang aufgeregt. Mit eingelegten Ohren drehte ihr der Schimmel das Hinterteil zu und drohte mit dem Hof. Clary sprang zurück. »Benimmt er sich immer so?« erkundigte sich Soraya. »Nicht immer, aber meistens. Anfangs war er okay, aber dann ist es immer schlimmer geworden. Manchmal brauche ich 20 Minuten, um ihn zu satteln.« »20 Minuten?« wiederholte Amy ungläubig. »Jedes Mal droht er mit dem Hinterhof, so wie eben.« Clary lief rot an. »Ich weiß nicht, was ich machen soll.« Amy runzelte die Stirn. Ihr war aufgefallen, wie das Pferd in der Ecke stand und Clary von dort aus beobachtet hatte, mit aufmerksamem Blick. Es wirkte nicht bösartig oder hinterhältig. Amy hatte das sichere Gefühl, dass Flint die Unerfahrenheit seiner Besitzerin ausnutzte. »Soll ich es mal versuchen?« fragte sie. Dankbar gab ihr Clary die Grenze. Amy ignorierte den erhobenen Hinterhof, fasste nach Flints Kopf, griff in die Mähne, damit er nicht ausweichen konnte, und legte ihm geschickt den Zügel über den Hals. Dann umfasste sie entschlossen seine Nase, schob ihm das Gebiss ins Maul und zog das Genickstück über die Ohren. Flint widersetzte sich nicht. »Ich glaube, du musst ein bisschen energischer mit ihm umgehen«, sagte sie zu Clary. »Er ist einfach nur frech.« Sie sattelte ihn auf, führte ihn aus dem Stall und übergab Clary die Zügel. Clary sah zum großen Reitplatz hinüber. Grant arbeitete noch immer mit den 3 Reitern. »Gehen wir zum hinteren Platz«, sagte sie schnell. Amy und Soraya folgten ihr zu einem kleinen Dressurviereck hinter den Ställen. Clary führte Flint durchs Tor und saß auf. Kaum saß sie im Sattel, begann Flint zur Seite auszuweichen. »Ruhig!« Clary zerrte am Zügel und versuchte zu lächeln. »Ich werde am besten nur ein bisschen Schritt und Trab reiten.« »Sie hat Angst vor ihm«, bemerkte Soraya, als Clary ein Stück weit weg war. »Das sehe ich«, gab Amy leise zurück. Obwohl Clary eine gute Sitzhaltung hatte, war sie steif und verkrampft. Sie hat alle Hände voll zu tun. Nach einer Weile wurde Flint ruhiger und Clary schien sich zu entspannen, aber sie traute sich nicht zu galoppieren. Schließlich kam sie zum Tor geritten. »Er ist toll, nicht wahr?« »Schon«, stimmte Amy zu. »Bisschen viel Feuer, was?« bemerkte Soraya. »Das Pferd braucht jemanden, der es wirklich reiten kann«, ertönte plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Amy fuhr herum. Ashley. Sie stand mit verschränkten Armen und sah sie herausfordernd an. Ihr blondiertes Haar fiel ihr über die Schultern. »Ich habe dir gleich gesagt, dass Flint das völlig falsche Pferd für eine Anfängerin wie dich ist«, sagte sie zu Clary.
Aber wenn du meinst, dann reite nur. So spare ich es mir, mich mit ihm beschäftigen zu müssen. Danke, aber ich bringe ihn jetzt rein. Clary beeilte sich abzusteigen. Er hat genug gearbeitet. Ashley lachte und wandte sich an Amy. Und, wie läuft's bei euch auf? Heartland? Sie sprach den Namen eindeutig verächtlich aus. Viel zu tun, sagte Amy kühl und öffnete Clary das Tor. Alle Boxen sind voll und wir haben einen neuen Pfleger. Was ist mit Ty passiert? fragte Ashley überrascht. Der ist auch noch da. Clary brachte Flint fort. Ty wird sowieso nicht bei euch bleiben, bemerkte Ashley boshaft. Der ist viel zu gut für euch. Das sagt sogar Mom. Er könnte sich was Besseres suchen. Könnte er, will er aber nicht. Bist du dir sicher? Weißt du überhaupt, dass wir gerade einen neuen Stallmeister suchen? Vielleicht will er sich bewerben. Amy lachte auf. Glaubst du ernsthaft, Ty würde auf einer Farm wie dieser hier arbeiten wollen? Ashley blickte über den sauberen Hof. Ach nein, Ty würde also nicht auf einem Hof mit 3 Reitbahnen, einer Halle, einer Geländestrecke, 3 Ställen, geschultem Personal und Spitzenpferden arbeiten wollen? Natürlich nicht. Hier zu arbeiten ist der Albtraum eines jeden Pferdepflegers. Besonders wenn du überlegst, was Ty stattdessen hat. Einen heruntergekommenen Hof mit einem Haufen Pferde, die ihm nichts taugen. Amy wollte ihr eine passende Antwort geben, doch leider hatte Ashley nicht ganz unrecht. Ty wird niemals zu euch kommen, rief sie aus. Mom würde eine Menge ausgeben für jemanden wie Ty, fuhr Ashley ungerührt fort. Ich werde ihr raten, ihn einmal anzurufen. Mach doch, was du willst! Amy fühlte unbändige Wut in sich aufsteigen. Ty wird Heartland nicht verlassen! Ashley lächelte herablassend. Wirklich? Schauen wir doch mal.